Weißt du noch, immer damals, hast du auch jetzt erst gerade in einem Video wieder gemacht, sorry für meine Haare. Weil meine Frise ist absolut am Arsch, weißt du, was ich meine? Immer so, oh, Alter, meine Haare, sorry für meine Frisur. Immer, das ist so der Basic. Ich sag das jetzt wieder, sorry für meine Justin. Weißt du, wieso man das sagt? Wieso? So, wenn ein Hate-Kommentar bekommt, weißt du? Ja, aber wer hatet schon eine Frise? Ja, ganz ehrlich. Wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich so rumläuft. Das ist ja total out. Hey, yo, salut zusammen, alles Gucci. Aber die Lara fährt Gucci. Heute tun wir Schweizer Influencerinnen bewerten. Das heisst, wir schauen, ob sie schön sind, ob sie uns wieder gefallen. Und dann tun wir sie noch bewerten mit unseren Schildern, die wir gemacht haben. Wir haben einerseits toll, Dann einerseits wow. dann haben wir würde ich einem Kollegen empfehlen. Und dann haben wir noch Hoppla. Hoppla. Schnell zum Sagen, die Leute, die wir bewerten, nehmen das nicht zu ernst. Wir machen das ein bisschen auf die lustige Basis. Nehmen es ernst und beefen uns an. Oder einfach absolut nicht. Sarah Leutenegger. Jetzt fehlt ein bisschen die Farbe im Gesicht. Ich glaube, ist die echt wirklich schwarz-weiß? Ich weiß nicht. Ich bin mit ihr auf der Kreuzfahrt gesehen, von dem her. Ist sie mit ihrem Freund auf der Kreuzfahrt gesehen? Nein, mit ihrem Mann. Mit ihrem Mann? Ja, der Lorenzo Leutenegger. Das war der erste Bachelor gesehen. Von dem her, also weißt, ich bin da schon von Anfang an Friendzone gewesen. Jo, chill. Für mich ist das ein ganz klares Hoppla. Für mich ist das einfach toll. Schon toll, Das gell? ist einfach toll. Ja, ich finde schon so. Was ist das, Alter? Die Raffa, die gute alte Raffas Plastic Life. Würdest du bei ihr sagen, dass man noch erkennt, dass man ein Mann ist? Also wenn man es nicht weiss, dann checken wir doch nicht, dass es mal ein Mann ist. Würdest du es checken? Hallo, meine Lieben. Sie ist auf jeden Fall iced out, Alter. Ein bisschen zu viel Make-up so für meinen Geschmack. Braucht wahrscheinlich eine Baubewilligung. Persönlich mega nett, von dem her toll. Wow! Einfach nur wow. Ich kann mir fast ohne Finger pfeifen so. Das ist jetzt wirklich so ein richtiges Mädchen. Also ein richtiges Mädchen. Viel Bart für ein Mädchen, viel Bart. Ich habe vor allem viel Bart. Jo, sicker Tag, Bro. Sicher Tag, Bro. Was geht denn hier ab? Ich finde sie nicht so schön. Findest du nicht so schön? Eindeutig. Siehst du Hoppla mit Ausrufezeichen und ich nicht? Hä? Wenn meins mehr Hoppla ist als dies. Oh! Keine Ahnung, ist das Debbie Rulo? Nein, das ist Antonella. Nein! Wie heisst die? Antonella Patitucci. Ah, das ist sie? Ja. Aber die sieht sonst doch ganz anders aus. Aber wie heisst die genau? Weißt du es? Antonella Patitucci. 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 Antonella Patitucci. Und es ist einfach nur lustig über Leute, das ist echt gemein. Schönes Headband, muss ich sagen. Fast Supreme. Kleiner Indianer-Style jetzt da. Mega nice. Schöne Zähne. Im Verhältnis zur Nase ein bisschen groß, muss ich sagen. Ein bisschen grosse Zähne. Ich glaube, die hat sich die Zähne vergrößern lassen. Ich glaube, sie hat sich die Nase kleiner gemacht. Alter. Du musst ja sagen, wow. Da gebe ich aber einen fucking Hoppla. Nein, Mann, das ist für mich ganz klar so wow. Ich habe noch nie gekannt, was ich die Zähne nicht vergrößern. Aber jetzt erzähle ich so in eine Wägung, weil ich habe das einen Zahn noch, weil es jetzt klein ist. Ich finde, den kann man schon verlängern. Wow! Let's go! Alter, ich habe Fokuhila schon früher gerockt, Mann. Zählt das als Fokuhila? Toll, und du auch, Mann. Würde ich smashen, aber sofort. Alter, Bro, da kommt bei mir einfach nur eine Würde. So. Alter, das war hart in meiner Phase, als ich so ein cooler junger Dude war. Ich glaube, dort hast du einfach eine Depression entwickelt. Ach, ich habe ein anderes Bild. Nein! Du bist die Meerjungfrau? Ja, du suchst das Fußbändchen an, Mann. Hast du es früher nicht gehabt? Nein, nein. Safe, früher hat man das Ich bin Fußbändchen nicht so eine kleine Adix. Oh Gott. Bei 2000 Likes, Mann. Wird eh nicht passieren. Lass ich mir wieder so eine Frisur wachsen. Let's go. Die ist doch nicht Influencerin. Das wäre die heute noch. Ja, Mann. Safe bist du Influencerin, Mann. Wenn du weiss, bekannt bist in der Schweiz. Safe bist du Influencerin. Weißt du, sicher willst du auch sagen, was wir wollen. Sie wird das Video eh nie gesehen. Bist du sicher? Ist natürlich eine ganz sympathische. Ich finde es einfach Toll. Einfach toll. Ich finde es einfach wow. Einfach toll. Was sie Frau. auf der Piste an den Tag legt. Einfach eine tolle Frau. Als Influencerin erkläre ich sie meinem Kollegen. Empfehle ich sie meinem Kollegen. Nives Saragoni. Heißt sie? Nives Saragoni. Sie hat schon ein bisschen etwas von der Billie Eilish. Du hast auch farbige Haare und bringt depressiv drin. Und dann hat sie noch so ein Oversize-Dings an. Ich gebe jetzt die Haarfarbe, finde ich echt mega nice, also dass sie wahrscheinlich irgendwie so nach einer Woche nachher grusig sind. Sie sieht ein bisschen aus wie eine Kuh, wegen dem Nasenring. Du meinst Stier. Wie sagt man dem schon wieder? Semikolon? Muni. Nein! Ein Septum. Septum. Semikolon. Und sie hat die Hose mit dem Pulli gematcht. Mega geil. Ist es nicht ein bisschen ironisch, so eine Leuchtfarbe zu benutzen und nachher den Tarnmuster drauf? So. Ey. Ich kann gerade sagen, sie ist doppelt safe, aber eigentlich ist sie dann gar nicht safe. Nein. Ich würde sie safe meinem Kollegen empfehlen, Alter.
Nein, ich finde sie eigentlich nicht grusig, aber ich finde sie toll. Tolle Frau. Jael Meyer. Oh, die ist aber schön. Die ist... Bei ihr weiss man so nie, wenn man das Gesicht allein anschaut, kann sie zwischen 12 und 20 sein. Und vom Körper ist dann schon so... Weißt du, was ich meine? Ohne Scheiß. Ich schon ein bisschen 12. Also ist nicht ernst gemeint. Aber sie ist auch Schauspielerin. Und das ist schon geil, wenn ich als Schauspielerin eine 12-Jährige spielen und eine 24-Jährige. Ja, in meinem Style. Mit lang kann man sich da ja weniger. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger, würde ich sogar sagen. Wow. Wow. Ist sie Influencerin eigentlich? Ja. Sie chillt mit der Zoe Pastel. Einfach nur wow. Wenn ich das Bild anschaue, wow. Oh! Der Smoke im Hintergrund deutet natürlich schon mal auf eine sehr seriöse Story an. Zusammen mit dem Blick und der Pose. Es ist wahrscheinlich etwas passiert im Leben von dieser Dame. Es ist etwas passiert. Sie ist auf die Welt gekommen. Aber es ist auch schwierig zu entscheiden, meine Freundin in diesem Fall. Von dem her. Zusammen? Mehr? Nicht mehr. Du und Aha, ich und Nati. Toll! Gutes Toll, ist ein gutes Kompliment. Wow. Wow, you made it. Eine Bachelorette, die erste, die von Bachelor ist, Adela Smajic, let's go. Das ist Bachelorette. Ein ganz klares, würde ich einem Kollegen empfehlen. Dann würde ich so einem Kollegen empfehlen. So einem Kollegen. Mehr. Würdest du mir empfehlen? Hä? Würdest du mir empfehlen? Nimm es einmal. Kann ich nur empfehlen. So ein Pastel. So ein Pastel. Was hat die erreicht in ihrem Leben? Sie hat bei Switzerlands Next Topmodel ist in der Jury. Aber ich muss sagen, so ein Pastel, eine von den besten Influencerinnen in der Schweiz. Nein, ich muss sagen. Das ist nicht vom Aussehen her, nicht mal Real Talk. Wirklich nicht? Finde ich, Aber ja. dass sie am meisten influenced halt. Oder? Alter, die influenced safe viel, Alter. Die ist aus dem Nichts ist sie gekommen. Nee, die hat sich das lange erarbeitet. Halt die Fresse. Die hat lange Insta gemacht. Also ich muss jetzt nicht, jetzt mal Real Talk, Digga. Für mich schon mal ein Wow. Nein, so ein Pastel kann ich nur supporten. Also nein, ich würde sie komplett von meiner Liste streichen. Anja Zeitler. Zanja Eidler. Ich habe die Fall nie verfolgt. Digga. Wunderschöne Yoga-Pose. Ich sollte mir gerade die Rücken-Pose... Wenn ich das mache, dann gehe ich fett aus dem Bild. Hoppla. Hoppla, Schorsch. Bald. Hat sie das Kind schon bekommen? Nein. Noch nicht? Nein. Ah. Das ist gut. Ey, gratuliere zu deinem Kind. Für das gibt es wirklich einfach nur ein Hoppla, Schorsch. Du hast es geschafft im Leben. Gratuliere zu deinem Kind. Ist man eigentlich schon ein Mann, wenn man das Kind im Bauch hat? Was? Ist man schon ein Mann, wenn man das Kind im Bauch hat? Oder erst, wenn man es gebärt hat? Erst wenn es auf der Welt ist. Im Vater ist man noch kein Mann. Kein Plan! Also, das, was ich von Schweizer Influencerinnen bewerten, wie gesagt, nehmen das nicht zu ernst, was wir gesagt haben, oder gewisse Sachen. Ist natürlich nur lustig gemeint. Wir tun doch nicht aufs Äußerliche reduzieren, das machen wir nicht. Außer beim Stucki an seine Frisur gesagt, dass er ein richtiger Spaß ist. Ey, wenn ein Schwinger gleichzeitig influencer, dann ist er ein Schwingfluencer. Und wenn ein Pizzabote tut Influencer, ist dann ein Bringfluencer. MC Link ist nicht unten in der Beschreibung, schaut nicht bei ihm vorbei und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und Blümli.